Ich möchte noch beten für die Predigt. Ja, Vater im Himmel, und danke, dass du jetzt einfach den Hans führst und leitest in diesen Worten, die er vorbereitet hat, aber einfach auch in dem, was jetzt gerade da ist. Danke vielmals für dein Wort durch den Hans. Amen. Amen. Merci. Ja, guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, wieder mal den Weg hier hin unter die Rädchen zu nehmen, nicht unter die Füße, sondern die Rädchen. Bin ja 18 Jahre in Winterthur daheim gsi, jetzt in Pfäffiken, Zürich. Der Weg ist ein bisschen weiter, aber wir finden ihn doch immer noch. Mittlerweile bin ich pensioniert seit 2 Jahren, Rentner, bin am Enkelkind hüten, am Staubsauger daheim. Und ich habe angefangen, meiner Frau über die Schulter zu schauen, wenn sie kochen. Mit dem Ziel, dass ich auch dort noch gewisse Fortschritte machen kann. Ja, und ab und zu werde ich auch von einer Gemeinde eingeladen, um zu predigen, für Predigtvertretung. Und wenn mir das zeitlich geht und ich Lust habe, dann sage ich einmal zu, jetzt für euch habe ich zugesagt, weil ich euch noch gut in Erinnerung habe. Es ist angekündigt worden, ich möchte heute Morgen über das Wirken von Gott reden. Oder über das Wirken von Gott auch mit euch zusammen nachdenken. Vieles, was ja Gott wirkt, bleibt in dieser Welt verborgen. Anders aber, von dem wir glauben, dass es Gott wirkt, auch unter Christen und in Kirchen und Gemeinden, ist möglicherweise gar nicht immer auf Gott zurückzuführen. Da müssen wir ehrlich sein. Befragen wir die grossen Theologen und Philosophen nach dem Wirken von Gott, da lautet die Antwort davon, ja, Gott wirkt alles. Du kannst noch nicht mal schnaufen. Wenn Gott nicht wirkt, kannst du nicht schnaufen. Bis hin zu Gott wirkt überhaupt nichts. Wenn wir also heute Morgen über das Wirken von Gott nachdenken, dann möchten wir die Bibel befragen. Die Bibel, die auch zu dem Thema ein Wort zu sagen hat. Wir befragen also die Bibel zu dem Thema, aber nicht umfassend im systematisch-theologischen Sinn, dass wir vom Alten Testament, 1. Mose anfangen und am Schluss von der Bibel die Offenbarung dann aufhören. Wir fokussieren uns auf einen Bibeltext im Neuen Testament aus dem Markus-Evangelium. Es handelt sich um einen Abschnitt, wo der Markus das Wirken von Jesus zusammenfassend in einem geschichtlichen Rahmen darstellen tut, in einem sogenannten Summarium. Dabei wollen wir nicht einfach ein bisschen mehr wissen über das Wirken von Gott, sondern wir wollen uns auch die Frage stellen, wie Gott in unserem Leben wirken kann. Das soll irgendwo das Ziel sein. Also wir schauen oder hören jetzt einmal miteinander auf den Abschnitt und ich habe den uns mitgebracht. Ich lese uns den vor. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer. Es war der See Genezareth. Und eine große Menge von Leuten aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumea und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit sie ihn anrührten, alle, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten. Also was der Markus da so zusammenfassend über Jesus uns mitteilt, zeigt etwas vom Wirken von Gott in dieser Welt. Was können wir daraus lernen? Und nochmal die Frage, wie kann Gott in unserem Leben wirken? Ein erster Punkt, den ich aus dieser Geschichte herausnehme, eine erste Beobachtung. Gott zieht Menschen zu seinem Sohn Jesus Christus. Ist es nicht erstaunlich? Massen von Menschen
haben sich aufgemacht und sind zu Jesus hingeströmt aus einem riesigen Einzugsgebiet. Von weit her, vom südlichen Idumea, haben wir gelesen, bis in den Norden von Tyrus und Sidon. Das sind gut 280 Kilometer gewesen. Und von West bis Ost, auf der anderen Seite vom Jordan, sind es nochmal gut 130 Kilometer gewesen. Stellen wir uns das mal vor. Das wäre wie wenn Menschen heute Morgen da angekommen sind, von Chiasso bis nach Bern, um da Jesus zu hören und ihm zu begegnen. Ist jemand von Chiasso angereist heute Morgen? Ist nicht der Fall. Also ich habe nicht viele Distanzen überwunden, um da zu Jesus zu kommen. Da hat man riesige Distanzen überwunden. Unglaublich. Man kann sagen, hey, was läuft da? Dass Menschen sich so aufmachen, so viele Menschen und riesige Distanzen überwinden, nur um Jesus zu begegnen. Ich denke, man kann das schon sagen, wir haben es da mit einem Phänomen zu tun. Das Mysterium. Das nur erklärbar ist im Zusammenhang vom Wirken von Gott. Da kommen wir in einen Bereich hinein, wo man menschlich nicht erklären können, was da läuft. Das wird nur erklärbar, wenn Gott da drin kommt. Jesus hat einmal seinen Zuhörern klar gesagt, niemand kann von sich selbst zu mir kommen. Niemand kann das. Zu mir kommen, sagt Jesus. Der Vater, der mich gesandt hat, er muss ihn zu mir ziehen. Gott, der Vater, zieht Menschen zu Jesus. Also wenn Menschen nach Jesus fragen, überhaupt auf die Idee kommen, sich nach Jesus auszurichten, das ist ja schon verrückt. Dass ein Mensch plötzlich dazu kommt, sich nach Jesus aufzumachen, sich Jesus aufzutun. Wenn das passiert, dann passiert das, weil Gott an ihm wirkt. Weil Gott ihn zu Jesus zieht. Das ist ganz spannend. Gott handelt und wirkt in dieser Welt durch seinen Sohn, Jesus. Der unsichtbare Gott, der für uns unsichtbar ist, wird sichtbar im Gesicht von Jesus und in seinem Leben. Dem Sohn, der Mensch wird, dem Sohn von Gott, der Mensch geworden ist. Er wirkt Gott durch seinen Sohn Jesus damals und heute immer noch. Und es ist dabei nicht nur erstaunlich, dass grosse geografische Distanzen überwunden werden. Wenn Gott Menschen zu Jesus zieht, dann werden auch ethnische, sprachliche, kulturelle, religiöse und soziale Distanzen überwunden. Egal, was Menschen in welcher Kultur und in welcher Religion sie angehören, wenn Gott sie zieht zu Jesus, dann werden die Grenzen, die Distanzen überwunden. Das ist ein Phänomen. Das ist Gott, der da am Wirken ist. Ein Wunder, ein Wirken von Gott. Und ich möchte dich einmal fragen, kennst du das Wirken auch in deinem Leben? Dass du heute Morgen da bist, du hast sicher vieles gemacht, aber dahinter steht auch das Wirken von Gott, wo dich Gott will zu seinem Sohn Jesus ziehen. Kennst du das Wirken hin zu Christus immer wieder, egal was dich alles von ihm abhalten will, was dich alles von ihm distanzieren will? Da gibt es eine Kraft, die dich irgendwo wieder zu Jesus zieht. Gott zieht zu seinem Sohn. Das ist mein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, auch da habe ich noch das Bild mitgebracht, dass wir uns das vorstellen können. Die Bewegung hin zu Jesus damals in Palästina. Und was da für Grenzen, Distanzen überwunden worden sind. Mein zweiter Punkt, Gott zieht Menschen, sorry, jetzt haben wir es wieder auf die Reihe gebracht. Gott lässt Menschen bei Jesus Christus heilig und Befreiung finden. Es hat ja einen Grund, warum Gott Menschen zu Jesus zieht.
Gott lässt Menschen bei Jesus Heilung und Befreiung finden. Und spannend, wenn das Gott auch heute noch macht, dann können wir etwas ganz Interessantes entdecken. Und zwar eine ununterbrochene oder ungebrochene Faszination an Jesus. An eine Person, die vor 2000 Jahren in Palästina gelebt hat. Noch heute, 2000 Jahre später, sind Menschen fasziniert von dem Jesus. Ich frage mich, woher kommt die ungebrochene Faszination an Jesus in dieser Welt? Da muss ich sagen, das ist für die Atheisten ein Albtraum, die versuchen, das christliche Zeugnis aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Es wird ihnen nicht gelingen. Die Faszination ist stärker. Überall auf dieser Welt eine Faszination an dieser Person und am Leben von Jesus. Du musst dir das mal überlegen. Woher kommt das? Die ungebrochene Faszination an Jesus liegt in ihm selber begründet. In Jesus selber. Denn in ihm und durch ihn wird Gottes gute Herrschaft für uns Menschen in dieser Welt sichtbar und erfahrbar. Wird ein Stück Himmel in dieser Welt realisierbar. In der Person von Jesus Christus. Wenn man hört, wie Jesus damals Kranke geheilt hat, Bundene befreit hat, Blinde sehend gemacht hat, Taube hörend gemacht hat, Lahme gehend, wenn man hört, wie Menschen von Schuld, von Sünde befreit worden sind, von Belastungen, von Ängst und von Nöten, dann können wir anfangen zu verstehen, was es heisst, wenn der Himmel ein Stück in die Welt eingebrochen ist. Dass der Himmel in der Person von Jesus in unsere kaputte, lebensfeindliche, gewalttätige, todverfallene Welt hineingebrochen ist. Im Kommen von Jesus in die Welt ist Gottes Reich, das heisst Gottes gute Herrschaft unter uns Menschen angebrochen. Ich sage angebrochen, weil der Himmel auf Erde sich noch nicht ganz realisiert hat, sondern erst angebrochen ist. Trotzdem ist seit dem Kommen von Jesus in dieser Welt der Himmel ein Stückweise erfahrbar. Gottes Reich ist unter uns angebrochen. Ich möchte das vergleichen mit einem Bild. Das ist für mich darum so wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ja, der Himmel, der könnte schon ganz da auf dieser Erde sein. Es kommt die Zeit, wo der Himmel sich vollends, vollkommen in dieser Welt sich ausbreitet. Er ist erst angebrochen. Ich vergleiche das mit dem Anbruch von einer Schönwetterperiode, die auf eine Schlechtwetterperiode folgt. Jetzt haben wir, das ist ein bisschen schlechtes Beispiel, jetzt hier in dem Sommer haben wir nur Schönwetter gehabt, aber stellt euch mal vor, wochenlang Schlechtwetter. Wochenlang grau und kalt und regnet. Und irgendwann hört ihr in den Nachrichten, Wetterprognosen, es stellt sich ein Hochdruckgebiet ein. Eine Schönwetterperiode folgt. Da bei uns unten im Sommer fängst du das an realisieren, wenn die Bauern anfangen, das Gras mähen zum Heuen. Wenn das passiert, dann ist es noch nicht schön. Dann denkst du, hey, geht es denen, dass die jetzt anfangen zu heuen? Es ist ja noch wüst. In den Bergen oben, in den Tälern, Bergtälern, ist es auch sehr eindrücklich zu beobachten. Da sieht man noch nicht gerade die Bauern, aber man sieht, wie sich das Dunkle, das Graue sich anfängt zu lichten. Man sieht die Sonne noch nicht. Aber man sieht sie manchmal so ein bisschen an einem Punkt, wo sie schon ein bisschen durchdringt. Und man merkt schon ein bisschen die Wärme. Und plötzlich entdeckt man, wie
die Wolken aufreißen und ein Sonnenstrahl durchkommt. An einem Ort. Und wenn es sich gerade trifft, hey, so schön. Da geht die Umgebung erfüllt sich mit dem Lichtglanz von dieser Sonne und von der Herrlichkeit. Und es ist warm. Reich Gottes bricht durch. Und dann kann es sein, dass plötzlich die Wolke wieder zugeht. Und es kann sogar sein, dass es nochmal kommt, regnen. Denkst du, ja, wo ist jetzt Reich Gottes? Wo ist jetzt die Schönwetterperiode? Ja, es ist im Anzug. Das sind nur noch so schlecht Wetterkapriolen, die jetzt der Schönwetterperiode Platz machen. Das vergleiche ich mit Reich Gottes. Es ist im Anzug. Es ist schon da. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der ganze Himmel tiefblau ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, wenn die Sonne vollends durchkommt. Und die Herrlichkeit, die Schönheit von Gottes Macht und Kraft und Herrlichkeit wird sichtbar in dieser Welt, dann, wenn Jesus wiederkommt. Gottes Reich, Gottes gute Herrschaft ist in Jesus Christus angebrochen, wird ein Stückweise sichtbar. Gottes Reich wird ein Stück erfahrbar, wo Menschen bei Jesus Frieden finden. In ihrem Leben, wo so viel Unfrieden ist. Gottes Reich wird ein Stück weit unter uns erfahrbar, wo Menschen Befreiung finden. Aus Belastungen, aus Sucht raus, aus Zwang raus, aus Ängsten raus. Gottes Reich wird unter uns ein Stück sichtbar, wo Menschen auch Heilung von Krankheiten erfahren. Aber auch Kraft und Frieden und Trost, wenn die Heilung ausbleibt. Himmel ist noch nicht ganz da. Wo du aber Gottes Kraft erfährst, dass er dich tröstet und dir den Frieden gibt, wenn die Heilung ausbleibt. Und wir mit Krankheit und Schwachheit und Tod konfrontiert werden. Gottes Reich wird ein Stück weit erfahrbar, wenn du den tiefen Trost erfahren tust. Und wenn du Hoffnung hast. Der Atheist sagt wohl, hey, es lässt sich besser leben ohne Gott. Wenn er sich anstrengt, kann das möglicherweise sein. Ich will ihm das nicht absprechen. Aber spätestens dann, wenn er am Grab von seinem eigenen Kind muss stehen. Ja, das ist jetzt nicht gut. Danke, ich muss es austrinken, dann hat man das nicht. Danke. Spätestens, wenn der Atheist am Grab von seinem eigenen Kind muss stehen. Dann ist zu fragen, was hast du für eine Hoffnung? Lebst du noch bis zum Tod an und dann ist einfach fertig. Wie kannst du da damit umgehen? Gott lässt Menschen bei Jesus das finden, was sie brauchen, um zu leben. Heilig, Befreiung, auch heute noch. Und ich frage mich, höre mich noch, wie viel Jesus Christus unter uns wirkt? Man hört manchmal so wenig, habe ich den Eindruck. Wir sind manchmal schwerhörig geworden. In unserem medialen Zeitalter gibt es viele Möglichkeiten, von Gottes Wirken zu hören. So zum Beispiel über das Format Fenster zum Sonntag auf SRF 2. Wer das regelmäßig schaut, kann dort immer wieder hören, wie Gott wirkt an Menschen. Das Gute. Oder über das ERF-Format Mensch-Gott, Begegnungen zwischen Himmel und Erde, ist eine Talksendung auf Bibel TV. Ich weiß nicht, ob das heute noch ausgestrahlt wird. Ich bin mal reingezappt in die Sendung. Ich erinnere mich noch gut an so einen Talk, den ich ein bisschen zufällig gesehen habe. Es ist da um einen 35-jährigen Mann gegangen, der spielsüchtig war und mit seinen Zockereien zu recht viel Geld gekommen ist. Mit seiner geschiedenen Frau
hat er ein gemeinsames Kind gehabt, das er jeweils von Samstag auf Sonntag gehütet hat. Am Sonntagmorgen hat er einmal das Kind seiner Frau übergeben. Und die Übergabe von dem Kind hat im Gottesdienst stattgefunden, weil seine Ex-Frau immer am Sonntag in die Gemeinde in den Gottesdienst gegangen ist. Und so hat er in die Kirche kommen und hat dort der Frau das Kind übergeben. Nachdem die Übergabe stattgefunden hat, ist er direkt wieder ins Spielcasino sein Geschäft nachgehen. Es hat dann einmal jemand aus der Kirche versucht einzuladen, er soll doch bleiben und in den Gottesdienst kommen. Er hat erzählt, wie er der es versucht hat, ihn einzuladen, wie er ihn fertig gemacht hat. So, dass er ganz bestimmt nicht nur einmal eingeladen worden ist. Und so ist es gekommen, eines Tages ist es passiert, am Sonntag, seine Ex war noch nicht in der Gemeinde. Und er war gezwungen zu warten und hat sich fürchterlich aufgeregt. Das ist wieder typisch, die andere, oder? Hat nicht können ins Spielcasino, hat müssen warten. Und während er gewartet hat, sich genervt hat, aufgeregt hat, hat der Lobpreis im Gottesdienst angefangen. Er ist wahrscheinlich gerade vor der offenen Tür gestanden. Und während dem Lobpreis hat Jesus sein Herz berührt. Also, Nebensatz, Lobpreis in der Kirche ist nicht so ein Beigemüse, es ist ein modernes Beigemüse. Im Lobpreis, das höre ich immer wieder, erlebe das auch immer wieder, kann und redet Gott auch zu den Herzen. Über einen anderen Kanal, auch über Emotionen. Während dem Lobpreis hat Jesus ins Herz berührt, er ist emotional überwältigt worden. Er hat seine Tränen nicht mehr können kontrollieren. Er ist in Tränen ausgebrochen. Es hat sich etwas angefangen zu lösen in ihm. Jesus hat ihn berührt. Er hat seinen Widerstand gegen Gott aufgegeben und hat sich dort für Jesus geöffnet. Er hat Befreiung gefunden von seiner Spielsucht. Er ist ein neuer Mensch geworden. Neue Beziehung wiederhergestellt worden. Ein neues Leben, eine neue Familie. Neue Arbeit. Es ist so vieles gut geworden in seinem Leben. Ich bin überzeugt, jedes von uns hat irgendwo solche Geschichten, wo Jesus Gutes in seinem Leben gewirkt hat. Ihr Lieben, darum reißt der weltweite Strom nicht ab von Menschen, die bei Jesus Heilung und Befreiung findet. Ihr Lieben, ich stehe auch da oben, weil auch ich das erlebt habe. Etwas Besseres kann uns nicht passieren. Ich frage dich da, kannst du von dem Guten berichten? Kennst du das? Hast auch du deine Geschichte, wie du das Gute in der Begegnung mit Jesus erfahren hast? Hey, reden wir von dem. Reden wir immer wieder von dem. Das müssen die Menschen hören. Ich komme da jetzt auf den ersten Punkt, der das auch deutlich macht. Ein dritter Punkt aus dem Bericht von Markus über Gottes Wirken. Gott wirkt durch das Leben von denen, die Jesus Christus dienen. Wo Gott unter den Menschen wirkt, fängt er auch durch Menschen an wirken. Das ist etwas ganz Spannendes. Das ist ein Phänomen. Gott wirkt an Menschen, er wirkt unter Menschen und wenn er unter Menschen wirkt, dann fängt er an, durch Menschen wirken. Also wenn Gott dich erreicht, dann mach dich darauf gefasst, dann will Gott anfangen, dich zu brauchen und durch dich wirken. In Vers 8 finden wir eine ausschlaggebende Begründung, warum sich Menschen zu Jesus Christus hin aufmachen. Wir haben da gelesen, weil sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Sie haben gehört,
wie viel er gemacht hat. Darum sind sie gekommen. Eine spannende Nebenbemerkung, es heisst nicht, weil sie hörten, wie viel er predigte. Es heisst, weil sie hörten, wie viel er tat. Nicht, wie viel er predigte. Wie viel er tat. Was er gemacht hat. Menschen suchen die Begegnung mit Jesus, weil sie von ihm gehört haben, was er an Gutem gemacht hat und macht. Und jetzt meine Frage, woher haben die Menschen von diesen guten Taten von Jesus gehört? Sie haben es von Menschen gehört, die mit Jesus und seinen guten Taten in Berührung gekommen sind. Man hat untereinander von Jesus geredet und von dem, was er gemacht hat. Wir müssen davon ausgehen, dass auch viele von Jesus und seinen guten Taten weiterverzählt haben, die das alles nur vom Hören sagen vernommen haben. Also die ganze Bewegung ist auch eine Bewegung vom einander Weitersagen, von dem, was Jesus an Gutem gewirkt hat. Darum sage ich, hey, wenn du das Gute von Jesus erfahren hast, dann tu es nicht vergraben. Lass das andere hören. Und nicht nur das, was er vor 20 Jahren in deinem Leben da hat. Vielleicht das, was er letzte Woche da hat. An Gutem in deinem Leben. Erzähl es weiter. Wenn Gott Menschen zu Jesus zieht, wird der Mensch in sein Wirken hineingezogen. Gott will dich in sein Wirken hineinziehen. Er will durch dein Leben, durch dein Reden, durch dein Handeln wirken. Die Frage, wie macht er das genau und was muss der Mensch, was müssen wir tun, damit das passieren kann? Wie können wir ins Wirken von Gott hineingezogen werden? Wie können wir Gottes Wirken in unserem Leben erfahren? Wie Gott das macht, zeigt uns der Markus in seinem Evangelium. Da müssen wir jetzt das ganze Evangelium durchlesen. Machen wir heute nicht. Es wäre zwar, das ist ein kleines Büchlein, es wäre nur ein Evangelium, es sind wenige Seiten. Aber ich muss kurz sagen, wie Gott das macht. Beschreibt der Markus da, wie Jesus Menschen gerufen hat und sie in einer überschaubaren, verbindlichen Lebens- und Dienstgemeinschaft zu seinen Nachfolgern gemacht hat. Ich habe das ganz am Anfang vom Markus-Evangelium gelesen, wo Jesus sagt, ich will euch zum Menschenfischer machen. Und da habe ich dann überlegt, wow, das ist es doch genau. Jesus, wie machst denn du das? Könnte das einer sein? Das ist mir bewusst worden, die Antwort finde ich in dem Evangelium. Dann habe ich mal ganz genau auf das geschaut. Wie ist Jesus jetzt mit seinen Jüngern vorgegangen? Wir reden heute von Jüngerschaftskurs oder Jüngerschaftsschulung, auch live on stage, macht auch so etwas Ähnliches. Das ist unter evangelikalen Christen hoch im Kurs, wo man ein vielfältiges Lebens- und Schulungsprogramm von missionarischen Aktivitäten durchläuft. Also spannende Sachen. Jetzt, wenn wir die Jüngerschaftsschulung von Jesus anschauen mit seinen Jüngern, da werden wir ein Stückchenweise ernüchtert. Ich war da auch fast ein bisschen enttäuscht. Nicht nur, weil die Jünger permanent versagt haben. Markus' Evangelium ist ein Evangelium von einem kompletten Versagen der Jünger, Männer wie Frauen. Ganz am Schluss meinst du, die Frauen hätten nicht versagt. Am Schluss versagen dann die Frauen. Markus' Schluss, am Schluss. Die Frauen sagen es nicht weiter. Komplettes Versagen. Auf der Grundlage von diesen Versagen baut Jesus seine Kirche auf. Das ist eine spannende Sache. Aber nicht nur darum ist es ernüchternd, die Jüngerschaftsschulung, weil alle versagen, sondern dass sich die Jünger mehrheitlich passiv verhalten haben.
man kann eigentlich sagen, grösstenteils nur die Zuschauerrolle eingenommen. Bis zu unserem 3. Kapitel die Jünger nur passive Zuschauer. Das Einzige, was sie gemacht haben, ja, ihm hinterherlaufen. Und schauen, dass sie bei ihm sind. Mehr haben sie nicht gemacht. Mal, sie haben schon etwas gemacht. Sie haben gelesen. Was er alles sagt, was er alles gelehrt hat. Sie haben gelesen und gelesen. Und sie haben noch etwas gemacht. Sie haben gesehen, was er alles gewirkt hat. Sie haben gestaunt, geschaut, gelesen, aufgenommen, gelesen, geschaut. Man kann es modern übersetzen. Die sind oft in der Bank hineingesessen und haben die Predigten gelesen. Gute Predigten. Und dann haben sie noch ein bisschen beobachtet, wie er alles gemacht hat. Das ist so ein grosser Teil von dieser Jüngerschaftsschule gewesen. Eigentlich ganz anders, wie wir das eigentlich erwarten würden. Mehr haben sie nicht gemacht. Aber ich sage, das Wenige ist für sie, für ihr Leben und ihren Dienst grundlegend gewesen. Und dann ist endlich der erste konkrete Auftrag von Jesus gekommen. Auf den habe ich lange gewartet. Jetzt kommt er. Wir haben gelesen, was ist es für ein Auftrag? Haben Sie den Text nicht gut gelesen? Ein Boot auftreiben. Ein Bötli, ein Schiffli parat machen. Da haben wir den ersten Auftrag. Konkret. Ein Bötli für ihn parat machen. Es ist ja ein wahnsinniger Auftrag, nicht? Extrem bescheiden. Und für die Jünger, die meisten Fischer waren, auch keine Überforderung. Ein Auftrag, der also wirklich machbar ist. Also sowas von simpel. Ein kleines Boot für Jesus parat machen, ihr Lieben, das sind bescheidene, aber sehr entscheidende Aufträge. Wir sehen das bei den Jüngern. Sie müssen das Boot für Jesus parat machen. Warum? Damit er in seinem Wirken nicht mehr von diesen vielen Menschen behindert hat können werden, gestoßen hat können werden, bedrängt hat können werden. Jesus ist in seinem Wirken eingeschränkt gewesen, beschränkt durch die Masse, die ihn umgeben hat. Er musste auf Distanz gehen. Das Boot hat ihm geholfen, dass er wieder wirken konnte, so wie er wirken wollte. Jesus dienen heisst, die kleinen Sachen in unserem Alltagsleben, die Jesus in seinem Wirken hindert, aus dem Weg räumen, damit er wirken kann. Ihr Lieben, genau darum geht es in der Zusammenarbeit mit Gott im Dienst für ihn. Hindernis aus dem Alltag, aus dem Weg räumen. Den Weg frei machen, Räume schaffen, dass Jesus in und durch unser Leben wirken kann. Es geht nicht darum, was wir wirken können. Es geht darum, was Jesus durch uns wirken kann. Es geht darum, dass wir das machen für ihn, dass er machen durch uns. Ein Boot für Jesus parat machen, damit Gottes Liebe unter uns nicht gestoßen wird. Dass Gottes Liebe unter uns nicht behindert wird. Dass Gottes Liebe unter uns nicht in Ecken gedrängt wird, sondern wieder Raum gewinnt. Damit Jesus in unserem persönlichen Leben, auch in unserem Gemeindeleben wieder wirken kann. Und ich frage mich, sehen wir die Bötchen, die wir frei machen müssen? Im simplen, einfachen, alltäglichen Miteinander unter uns. Siehst du die Bötchen? Das ist Jüngerschaftsschulung. Das kann vielleicht sein, ich rede jetzt mal von mir als Mann, dass du deine Frau wieder mal in die Arme nimmst. Ihr in die Augen schaust und sie drückst und umarmst. Und ihr mal sagst, hey, wie wertvoll das ist.
sie einfach ehren. So etwas Einfaches, etwas Simples. Es können 100 andere Sachen sein. Frag Gott, dass er dich erkennen lässt, was so Bötchen sind, wo sein Wirken hindert. Gottes Wirken, auch in unserem Leben. Ein letzter Gedanke. Gott bleibt in seinem Wirken souverän. Was uns Vertrauen lehrt. Es gibt noch einen zweiten Grund, oder ich möchte den Grund, warum sie das Bötchen haben bereitstellen müssen, noch ein bisschen präzisieren. Es gibt noch einen anderen Aspekt in dem Ganzen hinein, warum sie das Boot bereitstellen müssen. Sie haben es tun, damit die vielen Menschen, die bei ihm Heilung und Befreiung gesucht haben, sich nicht mehr auf ihn stürzen und ihn festheben. Sich an ihm klammern. Ihn festheben. Wohin das führt, wenn Menschen versuchen, Gott für sich zu vereinnahmen. Wenn Menschen versuchen, Gott für sich festzuheben. Beschreibt der Markus mit einem handgreiflichen Durcheinander, wo sich sogar das Dämonische unter Menschen und in Menschen kann manifestieren. Wo Jesus letztlich als Sohn Gottes nur noch verschrien wird. Ihr Lieben, es gibt christliche Zusammenkünfte, wo Jesus als Gottes Sohn nur noch verschrien wird. Wo es nur noch um Manipulation geht. Das war damals ein wildes Durcheinander. Und Jesus hat sich dem Vorgang entzogen. Jesus entzieht sich einem Zugriff vom Mensch. Er entzieht sich einem menschlichen Versuch, ihn für sich verfügbar zu machen. Da macht er nicht mit. Er lässt sich nicht von Dämonen vor der Karre spannen. Er lässt es nicht zu, dass sie ihn bekennen. Die einzige Autorität, die ihn in Wahrheit offenbar macht, ist der himmlische Vater. Auch wir können Gott nicht vor unserer Karre spannen. Auch wenn wir das immer wieder versuchen. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir uns ins Wirken von Gott hineinziehen lassen. Es kann nicht darum gehen, dass wir Gott in unser Wirken hineinziehen. Das ist das Verkehrte. Wir versuchen, Gott in unser Wirken hineinzuziehen. Das ist der Punkt da. Da macht Jesus nicht mit. Da entzieht er sich uns. Wir können ihn nicht festheben. Wir können ihn nicht in unseren Griff bekommen. Gott bleibt für uns unverfügbar. Darum bleibt auch unser Erkennen von Gott begrenzt. Wir können Gott nicht in unserem Denken, in unser Denksystem einfügen. Ihn mit unserer Theologie, mit unserem theologischen Wissen erklären. Gott ist immer grösser und mehr, als was wir glauben, was er ist. Der Salomo hat das erkennen, als er vor einem Auftrag gestanden ist, für Gott einen Tempel zu bauen. Er sagt, wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel können ihn nicht fassen. Dann kann ich ihn auch mit meinem Denken nicht erfassen. Wenn der Himmel und alle Himmel ihn nicht fassen können, wer bin ich denn? Gott ist auch kein Selektor-Esswaren- und Getränkautomat, wo das Gewünschte rausspeuzt, nachdem wir die entsprechende Tastenfunktion und das Produkt gewählt haben und den entsprechenden Geldbetrag reingerührt haben. Gott ist kein so ein Automat. Gott bleibt Gott, auch wenn er nicht all unsere Wünsche und Bitten erfüllen tut. Gott bleibt Gott, auch wenn wir nicht von jeder Krankheit geheilt werden. Gott bleibt Gott, auch wenn er nicht alle unsere Gebete hört. Gott bleibt Gott, auch wenn wir mit Schmerzen leben müssen. Gott bleibt Gott, wenn ich für den Kollegen, den ich einladen an Stage, ihr wisst es, live on stage,
wenn der nicht kommt. Und die ganze Welt für den betet und er kommt nicht. Bleibt Gott trotzdem Gott. Souverän. Er macht keine Fehler. Die einzige Antwort darauf, dass Gott uns unverfügbar bleibt, heisst, Jesus vertrauen. Seinem Wort vertrauen. Seiner Liebe vertrauen. Wo sich ganz für mich verbraucht hat. Bis in den Tod. Jesus will uns das Vertrauen lehren. Ich bete noch. Oh Gott, wir danken dir für das, was wir aus der Bibel lernen dürfen. Wir wissen sonst überhaupt nichts von dir. Denn du bist für uns unfassbar, unerreichbar. Wir sind Menschen. Können dich gar nicht erfassen. Aber dieses Wort gibt Licht. Dieses Wort offenbart dich. Damals unter dem Volk Israel, durch das Volk, wo etwas zeigt von deinem Charakter und von deinem Wesen, wo etwas zeigt, wie gut du bist. Und dann in Jesus Christus, wo alles übertrifft an Gutem. Alles in dieser Person von deinem Sohn, der sich offenbart hat. Und wir danken dir, dass du, Gott, durch deinen Sohn Jesus noch heute uns ziehst zu dir. Du kennst unsere Nöte, unsere Kämpfe, unsere Schuld, all das, was in unserem Leben einfach nicht gut läuft, all das, was wir leiden in unserem Leben, all das, was uns fast zugrunde gehen lässt. Danke, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Jesus, gib uns den Mut, immer wieder zu dir zu kommen, dich aufzusuchen, dir zu begegnen. Herr, und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Bötchen zu erkennen in unserem Alltag, wo wir für dich frei machen dürfen. Wir danken dir für das Unglaubliche, dass du durch unser Leben willst wirken in dieser Welt. Hilf uns, es zu erkennen. Bewahre uns vor dem Versuch, dich in unser Wirken hineinzuziehen. Hilf uns zu entdecken, wie das geht, dass wir uns von dir in dein Wirken einziehen lassen. Danke, dass du die Gemeinde auch segnest und eine Gnade gibst, dass sie dein Wirken erleben dürfen. Da Ort und weit darüber aus. Danke vielmals. Amen.